Hallo, welkom terug. Vandaag hebben we nog een andere baren. Vandaag hebben we een cold front. Vijfmaal hadden we een beetje regen, een beetje wolken bij ons, een beetje zonneschijn. Vandaag hebben we wolken en koude wind, koude noordwind. Maar dat is goed genoeg dat ik dat weer een beetje kon doen. So, hast du mal een beachball bij de beach of bij een swimmingpool of irgendwo geprobeerd om te houden? Ik heb hier zo'n beetje een beachball, ik heb hier zo'n glas met water en met een pingpong erbij. Ik had een ping nemen, dat het een beter te zijn is. So, wanneer je den probeert om te houden, hoe lang kost dat? Die kostet een stootje en dan meest flitst ze door ver. En dat is wat we doen met onze probleem. Met onze ongewoonheden, onze video wat we willen verstehen. De halve is dit zo als we das pingpong oder een beachball proben om te houden. We worden mooi, we worden verdrießlich en aber we zijn über den in een cyclebaan en so sei es wie ook würden den du vergleichen, aber wir sind in den Cycle hineingekommen und wir können nicht abhören mit sein dessen bloß zu dürfen. Und wenn du noch wer vorbeigeht und wir irgendwen treffen, dann checkt beschäftig und smilen den sich das so heran und wir brauchen dessen zu halten. Und dort ist, wenn wir in den Cycle hineinkommen, dort der Cycle, der nennt sich a Cycle of Despair. In Kraunz, wo wir nicht rücken. Das ist ein Kraunz von Hopnungsloosichkjeit. Sie nu klinkt dat een steltje, aber wo lang? Wir waren mooi en de flits waren ruid. En so, den cycle, den ran wie een rund, en de ran wie een rund, en de cycle, den zit ze stet. De cycle, dat vangt met een schuldgevoel aan. Als ons wat doen is, als we slechte ongewoonheden hebben, als we problemen hebben in ons ene leven. We hebben een schuldgevoel. We vangen met een schuldgevoel aan en dat was ten oor. Wenn wir uns selbst nicht mehr wollten. Wir haben selbst nicht die Kraft, für damit zu arbeiten und dann fangen wir uns zu euren in der Euer der Worte ne Wort, wir waren wörtlich du ever, fangt dort hier ist das so meine Angst. Dort jetzt hier ist das so eine Angst, nein, wir fangen an Angst zu kriegen und glauben, das wird sich all keinmal nicht ändern. Und wir gehen da wieder, wir tun da noch nicht mehr, wir brauchen bloß Salz. Na, wieso kann ich das nicht Salz? Hier soll ich all lang bieten sein. Und wir fangen an, hier wo ich bloß keinmal nicht mehr rücken. Und so steht so dreht rein, und das geht bei einer Depression. Das kommt so weit, dass wir bei einer Depression kommen und dann selber mautlos zu werden. In dem Fall, wo uns schuldig zu werden, dort wir mautlos sind geworden mit dort. Und dann geht es weiter nur ein Schuldgefühl und so steht so, geht dort eine Rund, eine Rund, eine Rund und dort fängt da immer Dollar an zu spinnen. Und so, wo kann wir uit zo'n gespin, uit zo'n cycle von Mautlosigkeit mal rauskommen? Wenn du die letzten beiden Videos gekickt hast, und du die gefolgt hast, und du dort getan hast, und du damit gearbeitet hast, dann kann die sein, dann kann ich die Mut geben und sein, du bist auf der Weg rüt. Wenn an die erste 2 Wochen 3, dann lernen wir, dort wir müssen dort Tausch tun, wie an uns selbst werden können. Wie wir sind nicht. Und wenn wir wollen brechen, wenn wir wollen Haupthand von unser Video, wenn wir wollen Haupthand von unser Problem, wenn wir wollen Haupthand mit unseren schlechten Ungewohnheiten, da brauchen wir Gott seine Kraft und nicht dort in unsere Kontrolle halten. Wenn solange wir dort in unsere Kontrolle wollen halten, dann werden wir Gott spielen. Fähigkeit haben wir Hauptsehen. Wir sollen Hauptsehen und du wirst ein Ding, was wir müssen erkennen. Dat erstens ist, Gott existiert. Du bist wirklich in Gott. Dort hat viel dran gehabt und dort hat die Macht gehabt, die in deine Umstände zu ändern. Wenn du dort leben darfst, dann bist du auf der Weg rüt von this cycle of despair, von this cycle von Mautlosigkeit. Wenn so viel Dollar drehen, so viel Bosheit dreht, so viel Mautloser war wir. So,
Gute nodig. Wenn du da bist durchgegangen, du da die Arbeit hast, dann gehst du es dort so all und aber, wenn wir bloß klar merken, dort können wir nicht uit uns selbst. Wir können nicht uit uns selbst, uit den Rütbrechen. Wenn dann hat wir auch lang. Dann hast du auch lang durchgebrechen. Uit de Weide, uit de Probleme, uit de schlechte Angewohnheiten. So, wir haben Gott fragen. Jesus hat das alle betont Kreuz, für die und auch für mich. Er hat das alle betont. Er riecht seine Hand an, er riecht die Hand und er lügt, dass du wirst den nehmen. Dass du wirst in seine offenen Arme kommen und du Frieden finden. In Matthäus 11, Vers 28, durch 30, du sagst Jesus, du der uns anbeiden, kriegst es durch die jüngeren Menschen dort anbeiden dort. Und er sagt so, komm nur mir, die je meid und beladen sind, und überladen. Ich will ihnen Ruhe geben. Ich will ihnen die schwere Lasten von, das schwere, was die auf mir Rücken drehen, was die auf die Schultern drehen, die will er darauf nehmen für die will er die aufnehmen, er will die Ruhe geben. Und dann sagt er, nimm mein Joch ab, wenn ein Lied von mir. Mein, wenn ich sein sanft und ich sein von Harten demütig. Und mir will ich Ruhe finden, und mir will ich Frieden finden, und mir will ich Frieden finden. Für jene Säule, wenn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vielmehr will ich euch Gott das alle übergeben, wenn wir glauben, dass dort wird schwer sein. Gott nur folgen wird schwer sein. Und dann werden wir dort nicht, dann werden wir leider durch in den Mausportal bleiben, wo wir bei sind. Aber das wird Jesus die Menschen durch anbieten und dort Geld von dir für die und auch für mich. Und aber das sind 5 Dinge, wo du einmal uns helfen, um in diesen Cycle of Despair rauszukommen. Das sind 5 Dinge, wo uns weghelfen von die losgeben, von seine Hand anführen, dass er uns leiden kann. Und dort erstens ist Stalt. Stalt ist ein großer Port, woran wir Trouble haben, um in this cycle of despair sein Route zu kommen. Wenn ein Sprecher du sagst, dort du zu betten Grund kommst in die Hand geben das, was du niemals kann den Stalt abgeben. So, wenn du noch einen Stalt an die hast, dann sagt in Shariva, dann sagt John Baker, dort, dann fehlt die vielleicht mehr Weide. Vielleicht hast du da noch nicht genug Weide, um dort du mal was, dass die Weide wird höher sein als den Stalt. Ich weiß, meine Weide, die muss höher kommen als mein Stalt, aber ich muss bei einem Grund topkrempeln, bei einem Grund topfallen. Und aber das meint nicht, dass wenn ich einmal sein Top gefallen, dort dann eine arme Humble ist und eine arme sanft ist in Hand gegeben. Das ist ein Ding, was ich an mir mit einmal schaffen. Ich bin ein Mensch, ich merke sehr viele Fehler. Ich bringe das Rüt für die und dort ich bete dort muss so viel Hilfe sein für die, als dort für mich ist, diese Dinge durchzustudieren. Wenn ich würde mit jedem Top durch. Wenn man sein, du als ein Willepiert, wo der ein Willepiert, dort springt und dort backt und dort prüft den Mensch raufzukriegen, dort hüpft über hohe Tiening, der will sehen, was ich kann. Und dort ist, was Stalt ist, der will sehen, was ich kann. Der kann nicht, was der will, aber der was immer der kann. Und so, wenn wir diese 3 Lessons, die 3 Lessons, die sind durchgegangen, durch die Seligpreisungen von Matthäus 5. So von der sagen wir, Matthäus 5, Vers 5, wo dort sagt, selig sind die Sanftmütigen, wenn antwortet ihr recht gegift. So sanftmütig, dort dann bist du schwach. Dann hast du keine
sei nicht, dann können sie übertrumpeln. Und dort führen Menschen nicht, wollen nicht humble sein, sie wollen nicht sanftmütig sein, wenn sie glauben, dort schwach. So, was ist der Unterschied von sanftmütig sein und schwach sein? Im Neuen Testament ist im Griechischen geschrieben, so der Griechische, der sanftmütig uitleihen als stark, aber unter Kontrolle. Und dort wird dort mit einem Wille piert. Wenn du dort dich einmal angelehrt hast, du piert dort erst gleich von dann wieder schwach. Aber das ist sanftmütig, wenn der hat seine Starkheit unter Kontrolle. Mit den Linien hast du dort piert unter Kontrolle und dort hat das noch kriegst so stark als einmal. Kriegst es Mose. Mose, der wird am König sein Palast abgetragen und als er 40 Jahre war, er wusste, dass er soll Gott sein Volk frei machen. Und aber er ging an seine eigene Kraft und wollte frei machen. Und er sagt, wie die Israeliten unterdrückt werden und er wollte Ruhe schaffen, aber durch seine eigene Kraft. So er merkt, dass ein Ägypter dort. Und was braucht er dort auch? Er muss uitkleven um sein eigenes Leben zu retten. Und als er dann für 40 Jahre in der Wüste ist, er befreit sich da, er hat ein paar Sehens, was er geboren worden, und aber er schafft aus dem Schubsquad. Wovon Unterschied von einem Palast unter den König sein Haus wohnt, Bett und Schubsquad. Das ist ein großen Unterschied. Aber dort, wo Gott muss am Hand stellen, zum Arm sanftmütig merken. Dort Wille piert, was an Mose wir dort tun merken. Dort wird nicht, dass er da nicht mehr Kraft hat, dass er nicht mehr der Mose wird, aber er hat dort am Tun. Das wird Gott am durchbrücken dort. Und dann kann Gott am Brücken, um die Israeliten für 40 Jahre in der Wüste leben. Er hat ein großes Ding. Gott braucht dort die Tieren, Plauen in Ägypten passieren. Er braucht das große Meer sich teilen dort. Und Gott wird nicht können brauchen, wenn er nicht hat gelehrt, sanftmütig sein. So werden wir nicht anstalt so hoch sein und sagen, oh, er kann nicht sanftmütig sein, wenn er sein schwach. Ich glaube, du hast den Unterschied gelehrt von sanft sein, sanftmütig und schwach sein. Das nächste ist, einmal können wir nicht an den Kraunz nicht dort Gott übergeben, wenn uns Schuld gefällt. So König David sagt in Psalm 40, Vers 13, er sagt, meine Sünden sind so groß, ich will mich nicht mal abzuketten. Die sind so mehr als meine Haare auf dem Kopf. Das wird einmal mit uns passieren. Wir fühlen uns so schuldig. Wir glauben, du hast auch keine Hand. Aber das ist something, was wir uns selbst anwählen. Das nächste ist die Angst. Wenn du nicht Gott kannst, wenn du nicht Gott kannst, aus dem Leben davor, in Jesus Christus wird seine Hand anstrecken, er will die damit halten, er will die Ruhe geben, er will die in Jache bleiben, wo du so viel leichter ist, als deine schwere, weiter, deine Probleme, deine schlechte Ungewohnheiten, wenn du nicht den Gott kannst, als dort ein lieber Gott ist, dort ein sanfter Gott ist, dort ein demütiger Gott ist, dann kannst du gleich Gott den Kontrolle geben, dann hast du Angst, Gott die Kontrolle zu geben. Vielleicht hast du Angst, die Kontrolle Gott zu geben, wenn du ihm nicht kannst. Nächstens, vielleicht hast du Angst, dass du wirst nicht die Kontrolle übergeben, du wirst die nicht ganz Gott angeben, wenn dann wirst du überschreiten, so ist der Nächste dort. Oder du wirst so religiös werden, als gerne ist, was dich nicht interessieren dort. Oder du wirst nicht mehr die Salz kennen sein. In Jesaja 45, Vers 22, du sagst dort, die Meinung von dort ist, er wird uns all diese Probleme, diese Weide, für diese schlechte Ungewohnheiten, weil er uns aufnimmt. Er nimmt die Kontrolle von dir, er nimmt das Schlechte von dir Rüt und dann gibt er die salzbare Träge. Hielt sich dort dann so schlecht? Hielt sich dort dann, so von du wirst sehr religiös werden, oder dort du wirst ewig geschoten sein?
Das geht sich so viel anders. Das nächste ist, wir sorgen uns über alle Probleme. Wir sorgen uns über das Problem, wir sorgen uns über das Problem, wir sorgen über das Problem, was nicht mal mit uns zu tun hat. Wir sorgen über alles. Und dort hält uns einmal auch in the cycle of despair. En deze hoopningsloze cycle. En dat dreht, en dat dreht, en dat dreht, en dat dreht. En aber, waar we de Entscheidung merken, wer moet zijn, du was in huis kwijt. Wenn du dann bloß denken, dass an all die Probleme, wo ich das Geld hab kriegen, wo ich den Mensch kriegen, der mir was halten, dort überschrieben, wer wird mir halten, die Dinge moven, wer wird mir halten mit dem Licht abstellen, wer wird mir halten mit dem Butter abstellen. Wenn wir uns bloß an die Dinge vertiefen und all die Probleme, wirst du die noch mal entscheiden in Hüstigkeiten? Das erste, was du musst tun, ist die Entscheidung machen. Du musst die entscheiden, dass ich will in Hüstigkeiten. Und dann, wenn du das mit Gott hast, dann wollen die anderen Dinge, die Probleme, die wollen sich lösen. Und das ist das als hier. Wenn wir bloß sagen über die Probleme, dann kommen wir noch nicht an. Weil wir man einmal den Schritt nehmen, wir man einmal die Entscheidung merken. Und das ist von der Klaus. Die Entscheidung merken, loszulassen. Die Entscheidung merken, den nächsten Stopp zu nehmen. Das meint nicht, dass die Probleme sich dann alle worden gelöst haben. Aber wenn du mit Gott hast, dann wird ein bei ein die Probleme sich lösen. Zweitens als Zweifel. Eins muss wir nicht aus der Cycle kommen, wenn wir in Zweifel sind. Wir haben Zweifeln und wir glauben, wir haben nicht genug Glauben. Wie viel Glauben, sagt Jesus selbst, braucht wir aus dem Sanftkuchen? So, das ist nicht sehr viel. Sanftkuchen ist clean. So, wir glauben, uns fehlt ein großen Glauben, um dort wieder können überkommen. Und das ist wahr. Wenn du den Glauben hast von Sanftkuchen, das ist Jesus genug. Christus hat zu Jairus sein, in Markus 5, wo Jairus fragt, als er wollen über seine Tochter beten, und der Arbeiter kam und sagt, der also war, kann du nicht an. Und Jesus sagt, horch nicht nur, aber glaub. Und Jairus sagt, ich glaube, aber halt mich mit den Anglauben. Und das ist dasselbe, was wir auch kennen, Jesus fragen. Jesus, ich glaube, aber halt mich mit meinem Anglauben, dass ich das kann loslassen. So, das sind die 5 Dinge, die uns viel mehr hält, von der Cycle of Despair rauskommen. Und wenn nu wir 4 Dinge bekennen, wo uns halten, diesen Schritt von Entscheidung zu machen, über den Stopp, über die Lehn, über zu stoppen, über den Kraunz von Hopnungsloosichkjeit rauszustoppen. Erstens also, wir machen Jesus Christus als Herr und Heiland annehmen. Und dort sei wie eine Apostelgeschichte sagt hier eindeutig, dort sagt, glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerat worden. So, das ist ein Ding, was wir machen dann. Zweitens ist, brauch Gott sein Wort aus dem Manual, aus den Gier, aus den Maßstaben. Wenn dort ist, du alle Band, wenn man sein, 2. Timotheus 3 sagt hier, dort wirst du korrekt für was die Bibel ist. Die Bibel ist für die Dinge alle. Im Hochdeutschen würde es so sein. Die ganze Schrift ist von Gott inspiriert und nützlich, um den Glauben zu lehren und Irrtümer zu korrigieren, die Richtung im Leben eines Menschen neu zu bestimmen und ihn zu einem guten Leben zu erziehen. So, das sind 4 Dinge, für was die Bibel ist. Eins ist, um uns teachen, uns lehren, um uns Treuwiesen, um uns den reichen Weg wiesen und um uns Training. So, das sind 4 Dinge, für was die Bibel ist. So, das drittens ist, nimmst du Gott seinen Willen aus den Zweig an. Und um dort wieder tun, dann muss wir in sein Wort sein, eine Gemeinschaft sein mit ihm. Und du sei wie dort der Psalm David, der sagt,
mijn God en mijn God, ik wil doen wat du was, wenn die nu leer is in mijn hart. Viertens is, neem God zijn kracht aan en hij wordt die sterken. We leren dat Feierwerk, wo wir können Gott seine Kraft kriegen und annehmen. Und das sollen wir an Philippa 4:13. Wenn Gott dir in den Ding berauben wird, was du glaubst, was du nicht gut genug für bist, dann denk an Philippa 4:13. Der sagt, ich kann alles tun, worum Gott mir umfreuen wird. Wenn Jesus Christus helpt mich und der gibt mir die Kraft in die Macht, zum dort down. Wie uit uns als handgerechte Kraft, wie handgerechte Macht, wie kann dort nicht down? Aber wie kann dort down? Einzig durch Jesus Christus, seine Kraft und seine Macht. So was bedeutet dort für das alle, wenn du so das dort hören das? Merkt ihr dort Mut, wieder zu kämpfen an dein Leben, uit Dinge rauszukommen? Waar we beden. Voor den Himmel, ik dank die voor deze klas en ik dank die dat du den Sehen op jeden Scheiden dat voor ons lieden, sterven en ook opstaan. En dat hij zegt dat het beter dat hij om Himmel voert, omdat hij kan zien geest scheiden, dat hij kan bij ons alle zijn. En ik bid en ik dank die dat Jezus Christus mijn Rader is. Hij wil mijn zinden vergeven en hij geeft mijn zinden nu aan. Zoveel als die zijn, wanneer ik zoveel zijn als mijn haar op mijn kop. Maar ik dank die Heer, dat du weet aan de arm en du weet waarom ik dit doe. En du strekst die hand uit en du was mijn zinden wegnemen. En du was mijn hand nemen en mijn lijden en mijn vieren en mijn leren. En ik geef die mijn hand, Jesus. En ik laat mijn schwierigheden los en ik geef die in deine controle. In Jesus' naam, amen.